So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lo geht es auf Lützeburg weiter mit der Übersetzung natürlich. Das ist beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend, wenn ihr an den Raum guckt. Sie haben so viel gesehen, so viel neu gesehen auch. Aber so viele Leute, die schon jahrelang engagiert sind, schon jahrelang Personaldelegierten oder Militanten sind. Und ich sage nicht wirklich von ganz tiefem Herzen am Namen vom OGBL und vom LTGB ein ganz, ganz großes Merci für Ihre Präsenz heute Abend. Weil ihr seht Männer und Frauen aus allen Sektoren von der Lützeburger Ökonomie. Ihr seht aus allen möglichen Betrieben hier aus dem Land. Ihr seht aus großen Betrieben, kleinen Betrieben. Ihr seht aus Betrieben, die einen Kollektivvertrag haben, aber auch vielleicht Betriebe, wo es noch kein Kollektivvertrag gibt. Ihr seht aus Betrieben mit einem sektoriellen Kollektivvertrag oder mit einem just für den Betrieb, mit einem mega starken Kollektivvertrag oder mit einem, den immer muss bis auf äußerst verteidigt gehen. Und ihr seht heute Abend, Kolleginnen und Kollegen, zu über 700 Militantinnen und Militanten. Über 700 Militantinnen und Militanten, die alle gut besser wissen, wie wichtig es ist, einen guten und einen starken Kollektivvertrag zu haben, wie unser Lützeburger Arbeitsminister. Die alle Guten offensichtlich besser wissen, wie als Arbeitsminister und seine Kollegen von den Patronen, wie wichtig es ist, einen Kollektivvertrag zu haben und wie wichtig Kollektivverträge sind für eine soziale Rohheit zu Lützeburg. Die alle Guten wissen, wie wertvoll ein Kollektivvertrag ist, der von den Gewerkschaften verhandelt und unterschrieben wird. Und das, Kolleginnen und Kollegen, ist schappisch für eine Regierung. Und das ist nicht just ein ideologisches Gedankengut von unserem CEO und seinen Regierungskollegen, die auf der Seite von dem Kapital sind. Nee, das ist darüber hinaus auch noch ein Ausdruck von einem tiefen Unwissen vis-à-vis von der sozialen Geschichte von unserem Land. Und das ist ein Trauerspiel. Und dafür stimmen wir heute hier. Und alle Regierung, wir sind heute hier, für euch zu warnen, dass wir alle zusammen, mit aller Konsequenz und mit all unseren Moyens, das verteidigen, was Generationen und Gewerkschaftler erkämpft und aufgesichert haben. Weil ihnen werden wir immer treu bleiben. Wir sind hier für zu fordern, dass wir mehr Kollektivverträge haben und nicht Männer. Und zwar Kollektivverträge mit Inhalt, für uns Verhandlungsrechte zu verteidigen. Wir auch sind wir hier, weil wir als Regierung anscheinend müssen daran erinnern, wer das Land dann ausmischt. Und das hier, Kolleginnen und Kollegen, ist just der erste Schritt. Weil, zusammen mit allem, was wir erleben, zusammen mit der einseitigen Decision vom Arbeitsminister, die Leute an den Boutiker auch los den ganzen Tag schaffen zu tun. Zusammen mit allen bevorstehenden Gruseligkeiten, die wir uns nicht mehr vorstellen können, auf den Arbeitszeiten. Mit dem Versprechen von der Politik und Patronat, die Work-Life-Balance neu zu definieren in Richtung mehr Work und mehr Life. Zusammen mit einer katastrophalen Politik vis-à-vis von den über 200.000 Grenzgängern hier im Land, die all da aus Land Bereiche kommen, wo wir nach vor kurzem eine Protestaktion hatten. Zusammen mit einer scheinbar planloser Gesundheitspolitik, wo Leute, die krank sind, geschont gehen. A Platz dafür zu sorgen, dass alle Gute können, so gut wie möglich versorgt sind. Zusammen mit einer katastrophalen Situation und Logements mit einer Logementskrise, wo die Lösung just daran besteht, den dicken Promoteur mit den goldenen Augen nach weiter Suchen zu verteilen. Und last but not least, Kolleginnen und Kollegen, zusammen mit der skandalösen und undemokratischen Diskussion rund um die Pensionen, zusammen mit all denen Attacken, wissen wir hier bannen, unser Widerstand, den hält hier nicht am Saal ab. Der geht recht und er wird wirklich weit gehen, Kolleginnen und Kollegen.
weil mir sie leider auf einem Punkt von der Sozialgeschichte zu Lützeburg kommen, wo es um alles geht. Den Historiker Dennis Guto, der war morgen im Radio und der sagt, wortwörtlich, wir müssen als Viren gegen die Regierung hier antisozial projizieren. Weil es geht carrément um die Evaluierung von der Lützeburger Demokratie als solidarische Projekt. Kolleginnen und Kollegen der Regierung, die schwätzt viel vom Respekt, wir sollen auch Respekt mit denen gehen. Sie selber weisen aber null Respekt vis-à-vis von uns. Weil sie lässt keine Gelegenheit aus, den Leuten Märchen zu erzählen, dass Gewerkschaften ja veralt wären, dass wir immer Männer Membres hätten, dass wir die Leute gar nicht mehr vertreten haben, dass wir gar nicht verstanden hätten. Und sie rufen uns ein Lot zum Respekt ab. Also sowieso wären als Politiker hier am Land, wo Teilchen von der Bevölkerung im Wahlrecht hat, gut beroden, nicht so viel von Repräsentativität zu schwätzen. Kolleginnen und Kollegen, das Regierung, die schwätzt viel vom Respekt und sie schwätzt doch ganz viel vom Sozialdialog. Aber sie möchte leider aber keinen. Sie möchte konträr. Sie haben ja bislang auf keinen Platz wirklich Sozialdialog betrieben und sie versichern uns auch aus allen offiziellen Gremien rauszukriegen. Und wir wissen das, Herr Bannen, Sozialdialog mit den Sozialpartnern, mit denen, die eine gewählte Legitimität haben, mit denen, die das Lützeburger Modell auch ausgemacht und abgebaut und zu dem gemäht werden, how das, mit der sogenannten Force vive de la Nation, mit denen seid ganz anders aus. Aber wir an ihren Namen steuern. Sie wollen uns aus dem Weg und das wird nicht geschehen mit uns, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt, die Regierung hat so getrunken und gesagt ganz so aus, wie wenn sie wollten Gewerkschaften platt machen. Und wir treten heute an, für ihnen zu weisen, aber das wird ihnen nicht gelingen. Die Regierung hat ein Jahr Amtszeit und sie sieht an ihrem Bilan für sich selber, sie hat eine neue Schwangere Brust. Wenn wir an die Saale gucken, Kolleginnen und Kollegen, da stellen ich fest, sie haben just neue Schwung und als gewerkschaftlich Zusammenarbeit. Bravo. Und zusammen als die zwei größten Gewerkschaften am Land. Zusammen als OGBL und als LCGB. Gebündelt. Man da sind über 125.000 Members. Man da sind Zehntausenden Militanten und Tausenden Delegierten. Zusammen mit all unserer geballter Kraft sind wir so stark wie noch nie. Und wir werden gesehen, wie ein Wien platt möchte. Das ist nicht nur eine gemeinsame Aktion, das ist eine Gewerkschaftsfront, die kriegt die Regierung nicht mehr gebracht. Kolleginnen und Kollegen, das ist schon 20 Jahre her. Der hat richtig 20 Jahre, dass das Kollektivvertragsgesetz für die Lastkäier angepasst gehen ist. Das heißt, 20 Jahre geschieht 2 Jahrzehnte, geschieht überhaupt nichts auf dem Gesetz, während als Betriebswelt sich ja rasant verändert wird oder weiterentwickelt wird. Und da die politische Passivität von Regierungen und von Gesetzgebern, sie als schuld tun, dass wir immer mehr großen Anteil von Betrieben, die keinen Kollektivvertrag haben. Und da haben wir auch immer mehr großen Anteil von Salarien, die nicht in den Kollektivvertrag fallen. Und die Passivität, meine Kolleginnen und Kollegen, die hat voll an die Karten vom Patronat oder von den Aktionären gespielt. Und das ist umso mehr schlimm, wenn wir da wissen, dass auch auf dem europäischen Plan, auf das Fehlentwicklung geantwortet gehen ist, mit der europäischen Direktive, wo der darauf hingewiesen hat. Aber wo bleibt als Regierung halt dran? Sie machen, wie wenn sie nicht mehr in Europa verlieren. Sie ignorieren nicht nur die Direktive, nämlich schlimm, sie pervertieren das Ganze an ihre Gegenteil. Demokratisch Recht, ob als Vertragsfreiheit, ob als Verhandlungsfähigkeit als Gewerkschaften, das soll halt an den Nacken gedrückt gehen. Anstatt das Kollektivvertragsgesetz verbessert wird, wollen sie es nach mehr verschlechtern und aushirschen. Sie verstümmeln die Definition von der kollektiven Verhandlung. Sie pervertieren die Definition vom Sozialdialog. Und dabei sind die Definitionen auf internationalem Plan so klar. Schon zu Lützeburg scheint das nicht verstanden zu gehen.
Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen mehr Kollektivvertrag. Das sollen wir schon Gewerkschaften schon seit Jahren. Das sieht auch der Europäische Gewerkschaftsbund. Das sieht so gut die OECD, die bekannterweise mehr Patronatsno ist. Und das sieht auch die Direktive, die als beauftragt wird, von 50% Taux de Couverture von den Kollektivverträgen auf 80 runterzugehen. Aber wir haben noch ganz viele gute Ideen, wie wir da hinkommen können. Den aber keine gute Ideen hat, wie man da hinkommen können, der hat schon erroden, also als ein Arbeitsminister. Den hat nämlich einfach eine neue Definition für den Kollektivvertrag erfunden. Der Kollektivvertrag ohne Gewerkschaften. Ma bravo, das ist der Nirvana für das Patronat. Patronat, was man sich selber kann, den Kollektivvertrag ausmachen. Kolleginnen und Kollegen, wir können nicht sagen, dass das du jamais vu, weil das eigentlich den himmlischen Wunsch vom Patronat sind der ewig. Mir das aber du jamais vu, dass sie über eine Regierung getroffen sind, die dafür werget für Attacken auf die Lane. Und das geht wirklich leider, Kolleginnen und Kollegen, in einer Welt, wo der Präsident von der Chambre de Commerce ob einmal Premierminister gehen ist. Weil das nicht ahnisch, wie mich schlecht Löhne, mich schlecht Arbeitsbedingungen, was dabei rauskäme. Was dabei rauskäme, wenn der Patron allein mit seinen Lohnaufhängern in den Kollektivvertrag verhandelt. Weil eine Gewerkschaft, die kann nicht entlassen. Gewerkschaften haben die nicht schon Aufhängigkeit. Aber für allem, Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaften, das sind die Leute. Weil an der Kollektivvertragsverhandlung sie mir Gewerkschaften die Stimmen von den Leuten aus dem Betrieb. Und wir sehen dafür, dass an dem Kollektivvertrag das verhandelt wird, was die Leute Salarien aus dem Betrieb fordern. Und wir haben dafür die nötige Expertise, wir haben die nötigen Juristen, und für allem, und das ist auch ganz wichtig, haben wir das nötige Kräfteverhältnis für zu streiten, wenn es muss sein, für den Kollektivvertrag. Isoliert Salarien, die haben das nicht. An isoliert Delegierten haben das auch nicht. Weil wir wissen, Allheibernen, anscheinend wissen wir das auch besser wie der Arbeitsminister, wenn die sogenannten neutral Delegierte sind. Es sind, da Lumul unter allererster Stelle, viel Männer, wie Herr Michaud und Herr Frieden ja gerne an den Interviews so für uns Ruf zu machen. Das heißt, mit falschen Zahlen gespielt und argumentiert, wird Gewerkschaften Ruf zu machen. Durch eine Question parlamentaire ist das Gott sei Dank abgedeckt gehen. Es sind nicht 66% von den Salarien, die eine sogenannte Neutraldelegation haben, mit simul kein 35%. Und die sind noch zu einem ganz großen Teil Patronsdelegierten. Das wissen wir hier bannen. Die vom Patron doch hier gesagt sind. Und die vom Patron sollen gesagt kriegen, was an ihrem Kollektivvertrag zu stehen hat. Mengt die setzen sich auf für besser Lohn. Oder mengt die setzen sich auf für mehr Congé. Oder mengt die gehen dann ein streiken, wenn es muss für ihren Kollektivvertrag. Nee, weil das dürfen sie mal nicht. Kolleginnen und Kollegen, wenn der Herr Michaud nicht wissen sollte, was damit gemeint ist, dann kann ihn sich bei dem Arbeitsminister schlau machen, den zuständig war für die letzte Anpassung vom Kollektivvertragsgesetz 2004. Das war der François Bilchen. Wenn Herr Michaud nicht versteht, was der Kollektivvertrag ist, dann kann er Direktiv lesen. Wenn ein Direktiv nicht sollte verstehen, da kann den europäischen Kommissar frohen, den die 2022 mal ausgeschafft wird, nämlich also Nicolas Schmidt, der bekanntlich auch eine Zeit Arbeitsminister zu Lützeburg war. Aber was gewünscht denn an die Geschichte vom Lützeburger Modell, von unserem Sozialdialog, von unserem Moderneinheit zu Lützeburg gehen? Da kann den Herr Michaud vielleicht Kontakt aufholen mit einem anderen Ex-Arbeitsminister, dem Jean-Claude Juncker. Und hier geht es nicht nur um froh, ob der Arbeitsminister kompetent oder inkompetent ist. Ob er just bewusst oder unbewusst naiv die Spruchrohr ist von dem Zuflüsterer Reckinger und Konsorten. Nee, das ist viel mehr wichtig wie das. Dafür ist die kollektiv-gewerkschaftliche Verhandlung für den Interesse vom Salariat viel zu viel wichtig. Viel zu viel demokratisch fundamental. Hier ist eine ganze Regierung gefordert. Und du da an der ersten Linie der Premierminister. Auch schon lange hatte Georges Michaud als eine salariatsfeindliche Approche von hinten müsste gebremst gehen. Aber sie haben es bislang nicht gemacht. Kolleginnen und Kollegen, ich will am Namen von der Gewerkschaftsbewegung heute zu Lützeburg. Am Namen vom OGBL und vom LCGB, am Namen von all unseren Membern, alle Militanten und Personaldelegierten, heute Abend etwas ganz klar so und festhalten. Wir sind nicht nur hier, für die abstrusen, undemokratischen, rückschrittlichen Attacken da unzuklären. Damit geht es nicht durch.
Nee, Kolleginnen und Kollegen, wir sind noch hier, für das von der Regierung gesetzlich zu fordern, was los schon sind da Jahren längst fällig ist, nämlich eine Reform vom Kollektivvertragsgesetz, die als gewerkschaftliche Verhandlungsfähigkeit stärkt, die Demokratie an den Betrieben stärkt und die zu mehr und bessere Kollektivverträge feiert, Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen eine Reform, an der die Gewerkschaften hier unverzichtbare Rolle behalten. Die vom Verhandlungspartner, die vom Affekot, die von der Stimme von den Beschäftigten, die von Garant für eine mehr gerechte Arbeitswelt. Aber wenn ich will aufsichern, dass der reale Lohn von den Leuten sich mit der Wirtschaftsleistung entwickelt, und dass Wirtschaftsleistung nicht exklusiv an Taschen von den Aktionären an den Betriebsbesitzer verschwindet, aber da braucht ein starkes Kollektivvertragswesen. Und da braucht auch mehr Kollektivverträge. Und den OGB und den LCGB fordern mehr sektorielle Kollektivverträge. Das ist eine immens wichtige Forderung an dem ganzen Match. Die betrifft die gesamte Arbeitswelt von heute. Wir nicht nur die von heute. Es geht auch um die Zukunft von hunderttausenden Salarien aus den Sektoren vom Handel, vom Horeca, von den Dienstleistungen und von vielen mehr. Und es geht für mehr sektoriell Kollektivverträge zu tun. Und wir sollen noch, wie ein Patronat zu Lützeburg, Kolleginnen und Kollegen, das muss Gewisse kriegen, dass es notwendig ist, Kollektivverträge zu tun, dass sie nicht durch Land kommen. Sie scheitzen nur mehr Leute, überall an alle Sektoren. Und hier ist ein Teil von der Lösung. Gerecht Lohn, gerechte Arbeitsbedingungen via mehr Kollektivverträge, Kolleginnen und Kollegen. Und dafür müssten noch der Staat und Gemeinden, wenn sie öffentliche Ausschreibungen machen, nehmen die für Betriebe holen, wo der Kollektivvertrag geht. Dafür müssen noch die solchen Aide-aux-Entreprises, die ganz viele hunderten Hilfen und Entreprisen, die man diese Steuergelder bezahlt gehen, auch die müssten gekoppelt sein und Bedingungen, dass die Entreprise Kollektivvertrag hat. Dafür brauchen wir einen Mentalitätswechsel beim Staat und beim Patronat. Kollektivverträge fördern und nicht fährten. Dafür sorgen, dass Betriebe sich selber ein Interesse haben, einen Kollektivvertrag zu haben. Und noch ist Streikrecht, Kolleginnen und Kollegen, muss gestärkt gehen. Wir müssen noch das Recht kriegen, Warnstreiken zu machen. Das ist unter Zeit, dass wir als Gesellschaft einen klaren Spruch schwätzen. Der Kollektivvertrag ist der einzige Weg zu mehr Gerechtigkeit und zu mehr Sicherheit am Arbeitsmarkt. Sie verhindern auch das Lohndumping, prekäre Arbeitsverhältnisse, Kollektivverträge, die gut, fair und transparent sind, die können auch eine Ökonomie noch vorbringen. Und eben nicht nur für die Superreichen, sondern auch für allem für die, die da beschlechten an der Ökonomie, die Ökonomie sind. Kolleginnen und Kollegen, wir sind heute noch froh, zwei starke gewerkschaftliche Organisationen zu sehen, die zusammenstehen, für die Interessen der Leute zu verteidigen. Wir wissen, dass die Zeiten, die bei uns werden durchkommen, werden kein einfacher sein. Wir sind uns voll bewusst. Wir sind bereit. Wir sind bereit, für wieder zu gehen, wenn es nötig ist. Darunter soll gut kein zweifeln. Und wir sind bereit, weit zu gehen, aber wenn es muss sein, auch bis an den Generalstreik, Kolleginnen und Kollegen. Wir sind überzeugt, wir alle zusammen können uns der Herausforderung stellen. Am Interesse von allen schaffenden Leuten, von allen Pensionierten, von ihren Familien. Ich sage euch ein ganz großes Merci für die Aufmerksamkeit. Ich sage euch aber für allem ein riesen Merci für einen unermittellichen Ersatz, für bei der Stange bleiben. Zusammen machen wir das auch. Zusammen sind wir stark, zusammen gehen wir weit. Viva Solidarität!